Hallihallo, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt, da haben wir mal Riken Tri-Strike. Also, oder das, was irgendwann mal die Riken Tri-Strike wird. Also, der Teil da funktioniert schon. Gut, da fällt jetzt gerade die Verbindung, weil ich mal das zeige ich nachher noch. Warum und weshalb. Aber das da ist mein halbautomatischer Riken für alle, die neu dazugekommen sind. Lasst aber da, guckt euch die vorherigen Videos an, ihr kennt das Späßle. Bin noch ein kleiner Kanal, bin ein kleiner Blasteringenieur, brauche Unterstützung. Ja, auf jeden Fall, da Halbautomatik, das hat einen Haufen Technik. Und ich hab gedacht, ich will da die Teile von der Tri-Strike, also mit dem Mega-Werfer und dem Raketenwerfer, weil ich habe schon Riken Tri-Strike, die irgendwann mal, da habe ich schon mal eine gemacht, die aber klassisch nervmäßig funktioniert, also mit Pumpe und Zurückzieher und Schulterstütze, Einfahrer und Zeugs. Und ich finde die Riken einfach so cool. Auf jeden Fall, das haben wir alles automatisiert. Das funktioniert recht gut. Das könnt ihr euch im letzten Video angucken. Heute geht es darum, ich habe da so Gehäuse gebastelt. Ich habe da was gemacht. Wir gucken mal, ob das taugt. Ich glaube, das müssen wir nochmal anpacken. Aber ich habe da schon mal was gemacht. So, da gehört der Kompressor rein. Wenn ich richtig gemessen habe, dann dürfte das alles passen. Da gehört der Tank rein. Dann, wartet mal, das ist der Deckel von oben. Muss das jetzt schon? Wenn man es richtig macht, geht's viel. Uiuiui. Bisschen mehr Toleranz, der Herr Ingenieur. Ui. Okay, seht auch noch schon. Eigentlich wollte ich meinen Notizblock holen, aber das ist dreigeteilt. Wir müssen da mal ein bisschen was. Dann wollen wir meine Seite schneller. Die ist hochgeschickt. Eieiei. Da ist's. So. Ja. Hab keine Werkzeugkiste, aber Schuhkarton oder so. Aus Mangel an Platz. Müssen da noch mal ein bisschen. Das war ein bisschen. Also unten hat es gerade so funktioniert, aber oben ist ein bisschen zu. Das ist dann, wenn man die Toleranz auf 3D-Druck nicht mitbedenkt, dann kommt halt sowas bei raus. Und dann wird es ein bisschen kuschelig. Deswegen. Ja, das habe ich auch wirklich so minimalistisch wie möglich ausdruckt. Weil ich davon ausgegangen bin, dass man es nochmal macht. Yes. So, der ist da durch. Dann gucken wir mal, ob das passt. Ich will jetzt hauptsächlich mal. Eieiei. Okay. Ja, das hätte ich vielleicht auch gescheit sauber machen sollen. Irrelevant an der Stelle. So, dann kommt. Müsste der Schlauch eigentlich kürzen. Dann kommt das da. Das da. Dann wir können. Dann haben wir nämlich da den Deckel. Dann kommt das. Zum Beispiel da. Und dann kommen wir nie wieder das Ventil hin. Das muss weniger. Ja. Ich glaube, die Ventilbox, das trennen wir auch. Weil das könnte man da noch. Das könnte man gut zusammen machen. Und dann. Ich glaube, die Schläuche, die machen wir. Die Box wird sonst zu wild, um auszudrucken. Ich glaube, das mache ich kompakter. Und dann kommt das direkt auf die Ventile.
da haben wir eine Schnittstelle für den Blaster. Und ich sag's euch, die passt auch nicht. Ja. Das ist halt, wenn man das gerade so am Limit ausdruckt und dann in der schlampigsten Ausführung. Das ist auch wie schnell Gott, wenn man das Ergebnis sehen will. Okay. Das geht noch auch. Ui, das wär wild. Das wäre wild. Ich glaube, das muss ich. Das muss irgendwie. Ich glaube, das als Einheit hätte schon vielleicht gegangen, wenn ich es weiter zurücksetze. Komm. So kommt man halt noch gut an die Taste hin. Ich glaube, die zwei Teile haben wir da vorne noch. Sag's euch, das wird ein wilder Blaster. Ich glaube, die Ventilbox, das machen wir an das da noch. Wir gucken. Überlegt gerade, wie man das sauber aufteilen können. Und von da nach da jeweils so Y-Verbindung. Dass man das nicht auch noch so ein Kreuz macht, sondern so Y-Verbindung. Und ich muss auch das auf das muss noch. Bisschen. Ja, ich will kein Panzertape da haben. Das Panzertape gefällt mir auch nicht. Das darf nicht sein. Da habe ich mir überlegt, ich kaufe da so, das war ursprünglich mal sowas, das passt da drauf. Da, das kann ich ziemlich. Der ist auf den Schlauch gegangen. Und dann kann ich mir überlegen, wie das da verbindet. Aber haben wir einfach mal, weil das glaubt das geht nicht so richtig, wie man das vorstellt. Also das geht schon prinzipiell, also da kommt auch schon Luft raus, das habe ich getestet. Aber ich glaube, das kriege ich da nicht verbunden. Also muss ich eher gucken, was da. Ich habe mir nochmal einen anderen Schlauch gekauft. Den zerlegt man einfach mal. Können wir den da noch? Ne, den kriegen wir nicht zerlegt. Den hätte ich einfach mal aufschneiden. Und gucken, ob da nicht ein sinnvoller Schlauch dort ist und den wir den einfach da drauf stecken können. Den will ich jetzt noch nicht hinmachen. Hab bloß den da noch. Momentan, Gott, das in der Variante schon. Sieht halt nicht schön aus. Und ich will nachher vielleicht den Schlauch sichtbar haben. Das sieht schon cool aussehen. Und vor allem könnten wir uns einen Haufen Zeug sparen. Wenn man den Schlauch recht kompakt verlegt und dann das Ventilgehäuse separat. Weil das ist ein riesen Druck hier, der Teil hier. Und das könnte man dann wesentlich kompakter machen. Und das muss schon. Das ist nicht arg viel. Gut, man kann den Abstand noch ein bisschen verringern. Das vielleicht. Ich glaube, die Schiene muss ich mal so testen. Das so nach oben. Dann ist das da noch recht mittig. Bisschen nach hinten. Wobei das dann so wäre es dann. Wenn das mit der Steckschiene funktioniert. Ja, da habe ich jetzt viele Schnittstellen auf einmal getestet. Das ist nicht so die clevere Variante. Mal also eine Schnittstelle nach der anderen. Mal das für separat ausdrucken. Das wäre auch nicht verkehrt, die mal. Oh. Aber also die Schwerkraft. Das habe ich da noch. Ja, nee. Nee, das muss ich ein bisschen luftiger ausdrucken. Und da ist viel Abstand noch unten, deswegen Gott's nicht.
Das muss ich nochmal machen, nochmal nachmessen. Und wahrscheinlich auch wieder geschickter ausdrucken. Das kann schon sein, dass da auch die Druckqualität ein bisschen in die Toleranz mit rein spielt. Das kriegen wir dann schon noch. Muss ich den Deckel trotzdem nochmal holen. Ich müsste den schon nochmal zumachen. So, da. So sieht das dann noch aus. Das X, das was wir bei dem Blaster selber schon haben. Oder haben wir da noch das ganze Zeugs. Bedienelement. Das habe ich gut gemessen. Das heißt, das können wir mal, das hätte ich sagen, das machen wir separat. Und ich gucke, der Schlauch müsste die nächsten Tage ankommen, weil das wie ich mir da gedacht habe, das geht nicht. Das da noch. Da ist so Ventildingens drin, das habe ich rausgeschraubt. Das können wir mit der Windung wieder reinschrauben, das ist aufgeräumt. Genauso wie das. Das kommt ins Archiv. Kann man vielleicht noch mal irgendwann für ein anderes Projekt brauchen. Ah. Und ich gucke mal, ob ich da 2 Y-Teile davon da habe. Dann können wir das nämlich das nächste Mal soweit die Box mit dem Y verdrahten, dann geht Euschlauch raus und das doch mit dem Y verdrahten. Da geht der Euschlauch rein. Oder wahrscheinlich schon 2 Schläuche, aber dann Euschlauch recht kurz und nicht so was in der Form. Ich glaube einfach sinnvoller. Und ich gucke, dass man das da haben. Guck, dass ich den anderen Schlauch, also schneidet der da die nächsten Tage ankommen müsste. Und dann sehen wir schon, ob das gegangen wird. Das muss ich krasser machen. Und da, ja gut, da ist da viel Höhe. Das von ja. Weil das ist, wenn ich das Loch ein bisschen größer mache, gerade das so irgendwie versaut hat beim Druck. Ja, dann hätte es eigentlich sauber gegangen. Und dann ist das ein bisschen so Sicherheitsdings. Dass man das einfach auch nicht auch. Ja. Aber das modelliere ich nochmal neu. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe gedacht, ich zeige euch das trotzdem mal. Mir gucken das uns trotzdem mal an. Mal ein Video dazu, dass man da seht, wie das denn, ob die Schnittstelle so passen, so grobe. Und ja, mal, abgesehen davon, dass das da ein bisschen zu eng war da an der Stelle. Das kann man ruhig ein bisschen luftiger machen. Die Richtung. Passt eigentlich sonst recht gut. Gut, die Schnittstelle da vorne und die Box da vorne, das sieht noch scheiße aus, das machen wir weg. Das teilen wir auf. Wir machen da Teil und von vorne Teil. Und dann hat man das. Wir können das ja vielleicht auch zweigeteilt machen, dass man das modular hat. Eigentlich sollte ich den Drucksensor auf die Seite machen. Also wenn man den Blaster, der ist jetzt halt komplett rechtshändig. Und man kann es auch auf linkshändig modellieren. Man könnte die Taste da jetzt auch auf links setzen. Aber wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich bin Rechtshänder, deswegen habe ich das mal ganz egoistisch für mich gemacht. Das könnte man schon anders machen. Und ich glaube, ich werde das ganze Zeugs wahrscheinlich auch eher spiegeln.
Weil das piekst ein bisschen. Das piekst in die Schulter rein. Aber wenn es auf der anderen Seite wäre, das ein Arm rein piekse. Ich glaube, ich hätte es einfach abrunden, wenn ich es nochmal rausdrucken hätte. Aber das ist sowieso alles ein bisschen massiver, wie es sein müsste. Das habe ich halt gemacht, weil ich es cool finde. Das könnte man schon alles irgendwie kompakter machen. Und das sauber. Also das irgendwie. Also wahrscheinlich die Lipo ein bisschen nach oben. Und dann hätte man das alles irgendwie ein bisschen. Aber das finde ich cool. So eine Sicherung ist ein bisschen arg übertrieben. So vom Gehäuse, von der Größe und von allem. Aber auch das fand ich einfach cool, das so zu haben. Ja. Überlegt man da was, dass man das zuerst macht und dann gucken wir, wie man das mit dem Bedienkonzept macht. Wo man das wie hin macht. Weil ich kann das schon. Das und das hin. Oder drunter wieder Schiene und dann kann man das nächste dran machen. Könnte man das quasi. Je nachdem. Man wäre halt kompakter, wenn ich beides hinmachen würde. Und ich will eigentlich schon beides gleichzeitig haben. Okay, da noch. Das kann ich vielleicht nutzen, um das einfach das Gehäuse drüber zu stülpen über das. Hinten machen wir es irgendwie zu oder so. Das sehen wir dann schon. Das muss ich mir überlegen. Das machen wir zuerst. Und dann machen wir Ventilgehäuse mit dem da noch. Dem Gehäuse da dafür. Und dann machen wir das. Das nächste Mal, wenn wir das im Gehäuse haben, testen wir es auch wieder. Auf jeden Fall, lasst Abo da. Unterstützt meine Projekte. Stellt mich frei. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Blaster Ingenieur.